تفتح بالكتاب وأزهر بالآي أشرق زاكيا وتنور دوح كساه الطهر يا لجماله بمدارس تحفيظها قد أنور بمدارس تحفيظها قد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden inshallah heute mit unserer Vortragsreihe Asma'ullah al-Husna weitermachen. Wir hatten letzten Unterricht Al-Quddus, den Namen Al-Quddus behandelt von Allah subhanahu wa ta'ala. Heute fahren wir fort. Wir werden den Namen Allahs As-Salam heute versuchen zu erklären, inshallah, und bitten Allah darum, uns dabei zu helfen. Der Name As-Salam von Allah subhanahu wa ta'ala kommt im Edlen Koran ein einziges Mal vor, wo das direkt für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt wird. Und dies ist in Surah Hashr im 23. Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Huwallahu allazi la ilaha illahu. Es ist Allah, außer dem es keinen Gott gibt. Er ist Al-Malik al-Quddus As-Salam. Er ist Al-Malik al-Quddus und er ist As-Salam. As-Salam kommt von der Wortwurzel Salama, Salam, Salama, Silm. In dem Mufradat al-Quran wird erklärt, was die Bedeutung von Salama ist, und da wird gesagt, Salama bedeutet, dass man sowohl offen als auch verborgen von allgemein allen Schanden, Unglück, Unheil, Elend fern ist. Das bedeutet das Wort Salama mit der Wortwurzel. Zum Beispiel ist das in der arabischen Sprache so, dass die Araber zu einem Menschen, der krank war und dann anschließend wieder gesund wurde, zu ihm sagt, Salima. Das heißt, er ist von diesem Elend der Krankheit wieder gesund geworden, er ist davon befreit worden, deswegen sagt man Salima, auch von der Wortwurzel Salama. Man sagt auch zum Beispiel in der arabischen Sprache zum Frieden Silm. Zum Frieden sagt man auch Silm. Warum sagt man zum Frieden Silm? Weil Frieden ist Wohlbefinden, es ist Ruhe, es ist kein Chaos, es ist kein Krieg, man befindet sich in keinem Elend, sondern im Gegenteil, man befindet sich im Wohl. Deswegen sagt man zum Frieden Silm. Auch sagt man in der arabischen Sprache zu seinem Nefis, der Allah ergeben ist, Taslim, Ergebenheit. Warum sagt man Taslim? Weil der Nefis dort bei der Ergebenheit zu Allah die innere Ruhe findet und das Wohlgefallen findet. Auch sagen unsere Gelehrte zu einem richtigen Wort, zu einem Wort, was wahrhaftig ist, einem richtigen Wort, Salamet. Weil ein wahres Wort, eine wahre Aussage beinhaltet keine Ungeheuerliches oder nichts Schändliches. Wenn im Edlen Koran nun Allah subhanahu wa ta'ala das Wort Salam oder Salamet in Bezug auf den Menschen vorkommt, dann bedeutet das As-Salam, also Salam für Menschen, Errettung, Frieden, Erfolg, Heil. Aber Frieden und Erfolg, Heil, wodurch? Von was? Vor Gefahr und Ängsten. Vor Ängsten und Gefahr sagt man dazu Salam. Wenn man diese Angst und Gefahr überwunden hat, sagt man dazu Salamet. Also zum Beispiel werden die Propheten im Jenseits sagen, Allahumma salim salim, O Allah, errette uns, errette uns. Damit das Wort Salam ist erretten gemeint. Warum erretten? Ja, die bringen uns in Heil, bringen uns in Errettung, bringen uns in Wohlbefinden. Vor was? Vor dieser Gefahr, der wir ausgesetzt sind, nämlich das Höllenfeuer. Wir sind voller Angst und wir sind dem Höllenfeuer ausgesetzt. O Allah, Salim, Salim, werden die Propheten im Jenseits sagen. Ja, wenn man Allahumma Salim, das Salamet von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt, ist damit gemeint die Errettung, das Wohlbefinden, das Wohl, der Heil und der Frieden, dass man in Sicherheit gelangt von den Gefahren und Ängsten, die man hat. Wenn man die Bedeutung von As-Salam auf Allah bezieht, dann bedeutet das in Bezug auf Allah As-Salam, dass Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ist und er ist frei von jeglichen Unannehmlichkeiten, Unheil, Unglück, Schande, Fehlschlag oder Niederlage. Und Allah ist es, der seinen Dienern im Diesseits und im Jenseits das Wohlbefinden schenkt. Yani, wenn man das für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt, ich werde gleich nochmal darauf zukommen, einige Beispiele geben, damit ihr das richtig versteht. Wenn man für Allah As-Salam benutzt, dann bedeutet dies,
er ist von Ayiblar ganz weit weg, er ist von Unannehmlichkeiten, von Schandtaten, von Niederlage, von Unglück, ist Allah ganz weit weg. Allah ist fern von dem und diese treffen auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu und er ist es, der seinen Dienern den Salam gibt. Die Gelehrten sind sich einig, haben Ijma darüber, dass Allah Zu Salam ist, dass Allah der Besitzer von Salam ist. Damit sind sich die Gelehrten einig. Sie sind sich aber in der Bedeutung von Salam uneinig und sagen, was die Bedeutung, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Gelehrtenaussagen zusammengefasst kommen auf 3 Punkten. Die ersten sagen, Allah ist in seinem Saat, in seinem Fi'l und in seinen Sifat von jeglichen Schandhaftigkeiten, von jeglicher Schwäche frei. Die anderen Gelehrten haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der seinen Dienern den Salam gibt. Er gibt seinen Dienern den Salam, so Assalamu alaikum, aber auch wirklich sendet den Salam auf sie herab. Und die anderen Gelehrten haben dann gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala tut seinen Dienern kein Unrecht an. Allah ist fern von Zulm. Warum ist Allah fern von Zulm? Weil er As-Salam ist. Allah ist As-Salam, deswegen sind seine Diener geschützt vor dem Zulm. Weil Allah subhanahu wa ta'ala As-Salam ist. Deswegen ist Allah, tut niemanden Zulm an. Nun sagen die Gelehrten, wenn man jetzt auf der Welt umherschaut, wenn man überall hinschaut, dann stellt man fest, dass derjenige, der am meisten diesen Namen As-Salam verdient, einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala ist. Das sagen die Gelehrten. Wenn man auf all seine Namen und Eigenschaften schaut, dann sieht man, dass alle seine Namen und Eigenschaften das As-Salam beinhalten. Yani alle seine Namen und Eigenschaften sind fern von jeglichen Schandhaftigkeiten, von jeglichen Elend, von jeglicher Schwäche. Da kommen jetzt einige Beispiele, ich will dir einige aufzählen, damit ihr versteht, was damit gemeint ist. Allah ist fern von jeglichen Schandtaten oder Elend. Allah zum Beispiel ist Al-Hayy, Allah ist lebendig, Allah ist der Besitzer des Lebens. Was ist das Elend des Lebens? Was ist die Schande des Lebens? Oder ja, was ist Elend des Lebens? Es ist, dass er stirbt, Tod, Krankheit und Unglück. Das sind die Elend des Lebens. Allah subhanahu wa ta'ala, und das trifft auf den Mensch zu, der Mensch stirbt, der Mensch wird krank, der Mensch trifft Unglück. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist so Al-Hayy, er ist frei von jeglichen Unannehmlichkeiten, er ist frei von jeglichen Schwächen, er ist so Hayy, so lebendig, dass weder Tod, noch Krankheit, noch Unglück auf Allah subhanahu wa ta'ala zutreffen. Weil Allah sein Name As-Salam auf diese Eigenschaften reflektiert, denn alle seine Eigenschaften sind vollkommen. Wenn du schaust, Allah ist Al-Qawi, Allah ist der Mächtige, Allah ist Al-Matin, Al-Azim, er ist der Mächtige, ist Al-Ali, der Größte, dann schaust du, was ist das Elend, was ist die Schandhaftigkeit in der Stärke, dass man irgendwann schwach wird, dass man irgendwann müde wird, dass man irgendwann hilfebedürftig wird. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist fern von Schandhaftigkeit, Allah subhanahu wa ta'ala ist fern von jeglichen Mängeln, deswegen trifft das auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu. Allah wird weder schwach, Allah braucht weder Hilfe, Allah wird weder müde. Nichts von dem trifft auf Allah zu. Aber all diese Dinge treffen wieder auf den Menschen zu. Wenn du schaust, Allah ist Al-Alim, Allah ist der Allwissende. Das Elend vom Wissen ist, wenn man nichts weiß. Wenn du nichts weißt oder wenn du erinnert werden musst oder wenn du vergisst oder wenn du nicht das Ganze kennst, dann ist das eine Lücke im Wissen. Aber Allah ist so Al-Alim, so perfekt Al-Alim. Warum? Weil Allah As-Salam ist. Er ist frei von jeglichen, es wäre nicht angebracht, wenn Allah einen Teil nur wissen würde. Allah muss man nicht erinnern, Allah vergisst nicht und Allah subhanahu wa ta'ala kennt das Große und Ganze. Würde Allah subhanahu wa ta'ala eins von diesen Eigenschaften beinhalten, dann wäre er nicht mehr vollkommen. Dann wäre ein Elend vorhanden, da wäre ein Unglück, ein Unheil wäre vorhanden. Dies alles trifft auf Allah subhanahu wa ta'ala nicht zu. Wenn man schaut, Al-Malik, Allah ist der Herrscher. Die Herrschaft der Menschen ist begrenzt, vernichtet, geht kaputt. Aber die Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist ewig und er braucht seine Herrschaft mit niemandem. Er braucht weder Helfer, Soldaten, noch braucht er einen Wesir. Versteht ihr? Allah ist nämlich, seine Herrschaft ist vollständig. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Halim. Er ist derjenige, der nicht sofort bestrafen tut, wenn jemand sündigt. Warum tut er das nicht? Nicht, weil er schwach ist oder weil er es nötig hat, sondern weil er der wahrhaftige, Allvergebende ist. Wenn ihr schaut, Allah ist Ar-Rahman, Ar-Rahim. Wenn ihr auf einen Menschen schaut, der Ar-Rahman, Ar-Rahim ist, der gnädig ist, vom Menschen, die Barmherzigkeit kann ausgenutzt werden, kann auf jeden Fall ausgenutzt werden. Und der Mensch, wenn er zum Beispiel Barmherzigkeit ausübt gegenüber einem anderen Menschen,
da kann das von den falschen Leuten zum Beispiel benutzt werden, oder du kannst die Barmherzigkeit gegenüber den falschen Leuten anwenden. Was passiert dann? Das wird gegen dich benutzt und deine Barmherzigkeit kann dein Niedergang sein. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das nicht so. Seine Barmherzigkeit ist mutlaq, khair, und Allah ist derjenige, der hart bestrafen tut. Deswegen kann niemand Allah seine Rahmat missbrauchen wie bei Menschen. Wenn ihr schaut, Allah ist Ar-Razaq, Allah ist der Versorger. Wenn ihr bei einem Arbeitgeber arbeiten tut und ihr handelt nicht nach dem, was er sagt, dann fürchtet ihr, dass er euch rausschmeißt und niemand euer Rizq gibt. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Allah gibt den Rizq auch den Kuffar, die gegenüber Allah Isyan machen, die sich gegenüber Allah auflehnen, und Allah gibt ihnen ihr Rizq und schenkt ihnen sogar noch Kinder. Warum tut Allah das? Weil Allah fern ist von jeglichen Unannehmlichkeiten. Allah ist von jeglichen Ayiblar, von jeglichen Unannehmlichkeiten, Elend, ganz weit weg. Denn er ist ein wahrer Gott. Allah ist Al-Hakim, Allah ist weise. Wenn der Mensch eine Entscheidung trifft, sagt er Dinge und tut Dinge, die er vielleicht morgen bereuen kann. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Hakim, Allah ist weise. Allah wird niemals eine Sache, die er gemacht hat, morgen oder für uns, was morgen ist, bereuen oder als falsch ansehen. Warum? Allah handelt mit Weisheit. Allah ist Al-Hakim und Allah ist fern von jeglichen Mängeln, von jeglichen Schwächen, von jeglichen Niederlagen, von jeglichen Fehlschlag. Ist Allah subhanahu wa ta'ala fern. Noch sind Allah seine Gesetze gierig oder ungerecht. Allah subhanahu wa ta'ala ist Shadidul Iqab, sagen wir. Er ist derjenige, der hart bestraft. Allah ist Sari'ul Hisab, derjenige, der die schnelle Abrechnung macht. Wenn ein Mensch eine schnelle Abrechnung macht oder hart ist im Bestrafen, dann würde kein Mensch sich mehr sicher fühlen unter seiner Herrschaft. Bei Allah subhanahu wa ta'ala ist es aber nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl er schnell in der Abrechnung ist und hart im Ergreifen ist seine Abrechnung, die er tut, trotzdem auf Gerechtigkeit aufgebaut. Allah tut niemandem Unrecht. Selbst wenn Allah jemanden packt und bestrafen tut, wird Allah ihn mit Gerechtigkeit bestrafen. Guck mal, die Menschen heute insgesamt, wenn ihr schaut, egal wo auf der Welt, wenn ihr vor einem Gericht seid und eure politische Meinung ist nicht wie die vom Richter oder Staatsanwalt, dann werdet ihr irgendwo schikaniert und dann wird das irgendwie gegen euch verwendet. Auch wenn ihr im Recht sein solltet, wird euer Recht euch danach weggenommen. Oder ihr seid in einer Verkehrskontrolle. Wenn die politische Meinung von euch mit der des Staates nicht übereinstimmt, dann werdet ihr schikaniert und es wird irgendwie geguckt, dass ihr irgendwie eine Strafe kriegt. Warum ist das so? Weil der Mensch ist nicht gerecht. Der Mensch handelt nicht gerecht, wenn er Macht hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Allah subhanahu wa ta'ala, selbst wenn er über Abu Jahl selbst richten wird, wird Allah über Abu Jahl mit Gerechtigkeit richten. Kein Mensch auf dieser Welt hat bis heute jemals in seiner Fitra oder in seinen Gedanken dieses Gefühl gehabt, oh, wird Allah mir Unrecht antun? Weil in der Fitra des Menschen ist verankert, dass Allah niemandem Unrecht antut. Kein Mensch hat bis jetzt jemals gedacht, oh, wird Gott mir jemals Unrecht antun? Oder Gott hat mir Unrecht angetan? Nein, das geht nicht. Das ist nicht in der Fitra. Wenn ich sterbe, wird Gott mir Unrecht antun. Wird er mich trotzdem dafür bestrafen? Nein, sowas gibt es nicht. Sowas denken wir überhaupt nicht, weil die Fitra weiß, dass Allah nicht ein Salim ist. Im Gegenteil, Allah ist gerecht. Deswegen kommen wir und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala und seine Namen und Eigenschaften alle sind frei von jeglichen Mängeln, von Schande, von Schwäche, von Hilflosigkeit, von Fehler, von Niedergang. Er ist frei von all diesen Dingen und alle seine Namen sind vollkommen. Alles, was euch zur Vollkommenheit einfällt, ist auf Allah subhanahu wa ta'ala zutreffend. Deswegen hat der Gesandte Allahs, dies wird bei Muslim überliefert, von Sauban radiallahu an, immer wieder nach dem Gebet gesagt, dreimal Istighfar, und danach hat der Gesandte Allahs gesagt, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. O Allah, o mein Rabb, du bist as-Salam, du bist as-Salam und von dir kommt der Salam und du bist der Hocherhaben, bist du der Besitzer von Jalal und Ikram, bist du, o Allah. Deswegen hat der Prophet das immer wieder nach dem Gebet, nach jedem Pflichtgebet hat er das laut gesagt. Imam Auza'i sagt, mit Istighfar ist einfach Astaghfirullah gemeint. Yani dreimal Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Und dann hat der Gesandte Allahs nach jedem Gebet, jedem Pflichtgebet ganz laut gesagt, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dies ist ein wichtiges Dua, was ihr auswendig lernen solltet und auf jeden Fall nach jedem Gebet aufsagen solltet. Weil wenn ihr versteht, was As-Salam ist, dass Allah As-Salam ist, werdet ihr das ganz anders aussprechen. Ihr werdet sagen, oh Allah, du bist wirklich der wahrhaftige As-Salam. Und von dir kommt wirklich nur der As-Salam. Wir werden jetzt gleich erklären, inwieweit das so ist auch. Dann werdet ihr dieses Dua richtig begreifen und richtig mit dem Herzen aussprechen.
Ich möchte kurz auf den Unterschied zwischen Al-Quddus und As-Salam kommen, weil die sich sehr ähnlich sind und hintereinander im selben Vers kommen. Ihr wisst, wir haben Al-Quddus bedeutet Reinheit und Sauberkeit und Barakat haben wir gesagt. Mit der Reinheit und Sauberkeit ist gemeint, dass Allah rein ist von jeglichen Mängeln. Allah ist frei von jeglichen Mängeln, er ist rein davon. Und das, was Allah reinigt, da entsteht Segen, haben wir gesagt. Das ist für Allah Al-Quddus. As-Salam ist, Allah ist frei von jeglichen Unannehmlichkeiten, von jeglichen Elend. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der sein Diener die Ängste und die Bedrohung umwandelt in Sicherheit, in Wohlbefinden, in Frieden. Das ist der Unterschied. Manche Gelehrten sagen, As-Salam bedeutet, dass Allah genau wie heute von allen Mängeln befreit ist, frei ist, wird Allah ewig, auch morgen, übermorgen, egal was komme, das wird sich niemals ändern, Allah wird immer davon frei sein. Manche Gelehrten sagen, der Unterschied zwischen Quddus und Salam ist, natürlich Allahu Alam, außer Allah weiß niemand, Allah weiß am besten, ist gemeint, dass Al-Quddus, Allah ist frei von jeglichen Mängeln und Allah ist es, der eine Sache segnet. Das Al-Quddus ist aber mehr auf die Heiligkeit von Allah subhanahu wa ta'ala zutreffen. As-Salam ist mehr darauf zutreffen, Allah ist frei von jeglichen Mängeln und Elend, aber Allah, dieses Reflektieren von As-Salam und Al-Quddus unterschiedlich. As-Salam ist mehr für den Frieden, das Wohlbefinden auf einen Menschen. Allah ist es, der frei ist und deswegen die Ängste und die Bedrohung von einem Menschen umwandelt in Wohlbefinden, in innere Ruhe, in Seelenruhe und sie im Jenseits auch zur Errettung bringt. Al-Quddus ist, Allah ist rein, Allah ist fern von jeglichen Mängeln. Aber wenn Allah eine Sache reinigt, entsteht dort ein Segen. Wenn Allah zum Beispiel mit Al-Quddus dein Kind reinigt, dann wird dein Kind gut und du wirst das Segen von dem erhalten. Wenn Allah dein Wissen zum Beispiel reinigt, dann wirst du von diesem Wissen Barakat erlangen und Gutes erlangen. Aber mit Salamet ist mehr gemeint, wenn Allah wird deine Ängste und deine Bedrohung, die du hast, wegnehmen und dir innere Ruhe geben. Das ist der Unterschied, sagen manche Gelehrten. Allahu Alam natürlich. Wir haben gesagt, Allah gibt den Menschen den Salam. Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Menschen auf dieser Dunya den Salam und im Jenseits gibt er auch Salam. Aber Allah gibt den Menschen, die er liebt, in dieser Dunya den Salam. Das ist sehr wichtig. Allah sagt im Koran, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِي اصْطَفَى Allahu khayrun amma yushrikun. Sag, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah und Salam sei über seinen Dienern, die er auserwählt hat. Ist Allah besser oder das, womit sie Schirk betreiben, sagt Allah. Allah sagt, auf meinen Dienern, die ich auserwählt habe, ist der Salam. In der Surah Safat erwähnt Allah mehrere Propheten und sagt anschließend, der Friede sei auf ihn. Allah sagt, Salamun ala Nuhin fil Alamin, Salam sei auf Nuh. Salamun ala Ibrahim, Salam, Friede sei auf Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, Salam sei auf Musa und Harun. Salamun ala Ilyasin. Also Allah zählt die Propheten auf und sagt, Friede sei auf ihnen. Aber es ist nicht nur so, dass der Frieden auf die Propheten ist. Also es ist nicht nur bei den Propheten so. Man muss nicht ein Prophet sein, um den Salam von Allah subhanahu wa ta'ala zu gelangen. Imam Zahabi in seinem Siyarul Alamin berichtet über die Vorzüglichkeit von Khadija, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Khadija kommt und sagt zu Khadija, Jibril kam zu mir und Jibril hat mir überbracht, ich soll dir von Allah ein Salam ausrichten. Daraufhin sagt Khadija, O Gesandter Allahs, Allah ist As-Salam und der Friede sei auf dir und Jibril. Oder Ubay ibn Ka'b zum Beispiel, wird bei Bukhari Muslim überliefert, der Gesandte Allah sagt zu Ubay ibn Ka'b, O Ubay ibn Ka'b, komm und lies mir die Surah Bayyinah vor, Allah will das. Daraufhin sagt Ubay ibn Ka'b, hat Allah meinen Namen erwähnt? Und der Gesandte Allah sagt, ja, er hat deinen Namen erwähnt. Allah sein Salam ähnelt aber nicht den Salam wie bei einem Menschen, dass man sagt einfach Salam alaikum. Wenn Allah dich mit As-Salam, mit Allah dich mit Frieden, wenn Allah dich erwähnt, dann ist das so, dass du errettet bist, dass Allah dich recht geleitet hat, dass Allah dich beschützen wird, dass Allah dich liebt, dass Allah deinen Namen schon auf der Paradiesliste geschrieben hat. All die Sachen treffen zu, wenn Allah dich mit As-Salam erwähnt. Jetzt ist die größte Frage oder das Wichtigste für uns, sich zu fragen, vielleicht ist das eines der wichtigsten Punkte, um sich vor Sünden zu bewahren, indem man sich einfach selbst fragt, wie erwähnt Allah mich? Erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala mich mit Friede, mit Salam? Oder erwähnt er mich mit La'nat?
Guck mal, die Salaf as-Salihin, die haben immer wieder sich, ihr Nefis zur Rechenschaft gezogen. Einer von der Salaf sagte, ich habe meiner Seele gesagt, ich habe mich vorgestellt, wie ich im Paradies bin. Dann habe ich mir vorgestellt, wie ich in der Hölle bin. Dann habe ich zu meinem Nefis gesagt, was willst du, das Paradies oder die Hölle? Das Paradies. Dann habe ich gesagt, gut, dann musst du jetzt dafür arbeiten. So waren die Salaf gewesen. Und vielleicht ist diese Aussage, wenn man sich selbst immer wieder Fragen tut, ist Allah, wie erwähnt Allah mich? Wo stehe ich bei Allah? Erwähnt Allah mich mit Salam oder mit La'nat? Das ist vielleicht eines der wichtigsten Punkte, um sich vor Sünden und schlechten Dingen zu bewahren, indem man sich immer wieder fragt, wo erwähnt Allah mich? Wo wird meine Stelle sein, wenn ich das jetzt mache? In einem Qudsi-Hadith wird berichtet, Allah hat gesagt, ich bin über dem, was meine Diener von mir denken. Er soll über mich denken, was er möchte. Solange er an mich denkt, bin ich mit ihm. Wenn er mich alleine erwähnt, gedenkt, so erwähne ich und gedenke ihn auch alleine. Erwähnt er mich in einer Versammlung, so werde ich ihn in einer noch besseren Versammlung erwähnen. Umso mehr ihr Zikr macht, umso mehr ihr Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, desto mehr gedenkt euch Allah subhanahu wa ta'ala und erwähnt euch auch. Wenn ihr Allah und den Tawhid berichtet in einer Gruppe, dann wird Allah euch in einer noch besseren Gruppe zwischen den Engeln euren Namen erwähnen. Das soll eine Motivation für uns auf jeden Fall sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns im Jenseits bei der ersten Begegnung mit dem Salam begrüßen. Allah sagt im Koran, Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa a'adda lahum ajran karima. Ihr Gruß an dem Tag, wo sie ihren Herren begegnen werden, wird sein Friede, Salam. Und er hat für sie einen ehrenvollen Lohn vorbereitet. Das erste Aufeinandertreffen, sage ich mal so, mit Allah subhanahu wa ta'ala im Jenseits, das erste wird sein, Salam. Salam wird gesagt werden. Warum Salam? Wohlbefinden, Errettung, eure Angst soll weg sein. Diese Bedrohung, die euch vorsteht, ist weg. Salam, ihr seid in Sicherheit, ihr seid in meiner Obhut. So wird Allah subhanahu wa ta'ala uns begrüßen. Selbst wenn ein Mu'min, ein Muslim stirbt und der Engel nimmt seine Seele, kommt der Engel mit dem Salam zu ihm. Und der Engel sagt, الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Zu ihnen, die von den Engeln friedlich abberufen werden, diese Seelen, die von den Engeln friedlich genommen werden, zu denen werden die Engel kommen und sagen, Assalamu alaikum, Friede sei auf euch, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, wir sind nicht eure Feinde, fürchtet euch nicht, weil der Mensch wird nämlich Angst haben, ihr werdet ins Paradies eingehen für das, was ihr getan habt. Das wird die Begrüßung der Engel sein mit dem Salam. Am Tag des Mahshar, wo wir alle versammelt sein werden und die Menschen werden zu den Propheten gehen und werden die Propheten, die Ulul Azm Propheten, die größten Propheten darum bitten, mit der Abrechnung zu beginnen. Also sie werden zu den Propheten gehen, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa und den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und werden zu ihnen sagen, geht zu Allah und bittet Allah darum, mit der Abrechnung zu beginnen. Und alle Propheten werden sagen, außer unser Gesandter Allahs, Mohammed wird gehen. Die anderen alle sagen, nein, wir gehen nicht hin. Warum? Sie sagen, Inna Rabbi ghadiba yawman lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Allah ist so zornig, wie er noch niemals zuvor zornig gewesen war, wie er niemals wieder auch so zornig sein wird. Nafsi, nafsi. Und sie haben ihre Zelle, ihre Fehler, die sie gemacht haben auf der Welt, gedacht und haben gesagt, ich traue mich nicht zu Allah. Nafsi, nafsi. Allahumma sallim, sallim. Allahumma sallim, sallim. Und sie haben alle gesagt, Allahumma sallim, sallim. Alle Propheten, das Dua der Propheten im Jenseits wird sein, Allahumma sallim, sallim. Allahumma sallim, sallim. Was heißt das? O Allah, Errettung. O Allah, bring uns in Frieden. O Allah, bring uns in Wohlbefinden. O Allah, wir stehen vor einer großen Bedrohung, nämlich die Hölle. O Allah, unsere Angst ist gewaltig. Nimm diese Bedrohung und diese Angst weg. Gebe uns in Frieden. O Allah, Allahumma sallim, sallim. Allahumma sallim, sallim. Das wird das Dua der Propheten sein im Jenseits. Mit Salam werden wir Dua machen. Wenn wir über die Sirat laufen, über die Brücke, kurz vorm Paradies, werden die Menschen da drüber laufen, Sallim, Sallim sagen, Sallim, Sallim, weil die Menschen werden von der Brücke selbst abfahren. Und die Menschen werden sagen, Sallim, 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 Sallim. O Allah, errette uns, O Allah, errette uns vor dieser Bedrohung, dieser Angst, die wir haben. Lass uns in Wohlsein. Und manche werden runterfallen, manche werden es rüber schaffen. Wenn die Menschen dann vor dem Paradiestor angekommen sind, ihr merkt, der Salam ist dauerhaft mitbegleiten, weil ohne den Salam wären wir weg. Der Salam beschützt uns die ganze Zeit. Das Salam von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir vor den Paradiestoren sind, werden die Engel zu uns sagen, Salam alaikum, Friede sei auf euch, für das, was ihr getan habt
und weil ihr geduldig auf der Erde gewesen seid. Und wenn die Tore des Paradies geöffnet werden, dann werden die Engel sagen, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Und jene, die ihren Herrn gefürchtet haben, die Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala hatten, sie werden in den Paradies hineingehen. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Und dann werden die Pforten des Paradies aufgemacht werden, die Türen werden aufgemacht werden und die Engel werden sagen, Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, Friede sei auf euch und geht hinein und verweilt auf Ewigkeit in dem Paradies. Yani mit Salam, die Engel werden den Salam geben, wir werden mit Salamet in das Darus Salam gehen. Das Paradies wird als Darus Salam betitelt, das Gebiet des Salam. Yani wir kommen mit Salim Salim über die Brücke, die Engel empfangen uns mit Salam, die Paradiestore öffnen sich, wir gehen mit Salam ins Paradies. Und genau wie wir im Paradies sind, das Paradies ist ja Darus Salam, werden wir sagen, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدًا. Wir werden dann sagen, die Menschen, Alhamdulillah, die Paradiesbewohner, Alhamdulillah, inshallah möge Allah uns von den Paradiesbewohnern werden lassen, Alhamdulillah, dass Allah sein Versprechen hat wahr werden lassen. Jetzt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila sirat mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala lädt ein in das Darus Salam. Allah lädt euch ein zum Darus Salam und er leitet auf den rechten Weg, wen er möchte. Was ist das Darus Salam? Darus Salam ist das Paradies gemeint. Warum betitelt Allah das Paradies mit Darus Salam, das Gebiet des Salam? Warum? Allahu Akbar. Weil es unvorstellbar von Wohl geprägt ist. Es ist unvorstellbar von Frieden und innere Ruhe geprägt. Wisst ihr, in diesem Paradies, in diesem Darus Salam, wird es unvorstellbare Gaben geben. Es wird ein unvorstellbarer Ort sein, wo es keinen Krieg gibt, wo es kein Unheil gibt, wo es keine Sündhaftigkeit gibt, wo es keinen Kummer gibt, wo es keine Trauer gibt, wo es keine Angst gibt, wo es keinen Neid gibt, wo es keinen Hass gibt, wo es keine Verletzung gibt. All die Sachen wird es nicht mehr geben. All diese Elend, die wir auf dieser Dunya ertragen müssen, wird es im Paradies nicht mehr geben. All diese Krankheit, Schwäche, all diese Dinge wird es nicht mehr geben. Ihr werdet gesund sein, ihr werdet schön sein. All diese Elend, die auf der Dunya waren, sind im Paradies nichtig. Die wird es nicht mehr geben. Deswegen betitelt Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies als Darus Salam. Es ist ein Gebiet des Salam. Es ist ein Gebiet des Wohlbefinden. Und wenn Allah As-Salam, der As-Salam ist, das Paradies Darus Salam bezeichnet, dann wisset, da ist es wirklich Wohlbefinden. Da gibt es wirklich Frieden. Da gibt es wirklich kein Elend mehr. Da werdet ihr das kriegen, was ihr wolltet. Allah sagt im edlen Koran, Udkhuluha bisalamin aminin. Geht hinein in Frieden, in Wohl und in Sicherheit. Wenn wir schauen, ich möchte euch jetzt nicht viele Verse darüber berichten, ihr könnt im edlen Koran selbst nachschlagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über das Paradies berichtet, sagt er immer, Allah, es sind Flüsse, es sind schöne Häuser, es sind Gaben. Ich möchte aber eine Passage aus dem edlen Koran berichten, das kommt nämlich hintereinander, kurz mal verlesen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Darus Salam, Innal Muttaqina fi Jannatin Na'im. Die Gottesfürchtigen, gewiss die Muttaqi, sie werden in den Paradies, in den Garten, in den Jannat hineingehen. Wie werden sie hineingehen? In Wohlergehen, mit Vergnügen, mit voller Jubel, mit Feier, mit guter Laune. Sie werden voller Motivation hineingehen. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabun jahim. Sie erfreuen sich der Gaben, die ihr Herr ihnen beschert hat. All das, was Allah ihnen gegeben hat, darüber freuen sie sich. Und ihr Herr wird sie vor der Pein der Jahim bewahren. Vor der Strafe der Hölle hat Allah sie bewahrt. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Isst und trinkt und lasst es euch wohl bekommen. Lasst es euch richtig gut gehen mit dem Essen und Trinken für das, was ihr getan habt. Muttaqina ala sururim masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. Gelehnt werden sie sein auf Ruhbetten in Reihen oder auf große weiße Kissen werden sie liegen und sie werden mit Huris vermählt sein. Warum wird da gesagt auf Ruhen, auf Betten? Weil ein Muslim, ein Muwahid, der wird auf dieser Dunya nicht entspannen können. Der kann nicht schlafen.
Ein Muwahhid, der wird nicht durchschlafen, der wird sich nicht ausruhen, der wird sich nicht entspannen, der ist dauerhaft unter Druck, dauerhaft in Bewegung. Deswegen wird es im Paradies große Betten geben, große Liegen geben. Sie werden darauf chillen, sie werden darauf sich entspannen und mit Huris vermählt sein, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Und wir werden sie von den Früchten und dem Fleisch versorgen, wie sie es nur wünschen mögen. Der Gesandte Allah sagt, im Paradies wird ein Vogel sein, der Mensch wird auf diesen Vogel gucken und wird sagen, ich würde den gerne essen. Und dann wird er auf den Boden gucken und dann wurde ihm dieser Vogel serviert, gebracht zum Essen. Das Paradies wird alles dir gegeben werden. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. Dort greifen sie nach einem Becher. Wir werden, inshallah, wenn die Paradiesbewohner werden Wein trinken. Sie werden aus Bechern trinken. Dadurch, dem man weder zum sinnlosen Gerede noch Sündhaftigkeit verleitet wird. Aber dieses Trinken von Wein, man wird nicht auf einmal besoffen und dann fängt man etwas zu sagen, Sinnloses oder Sünden zu machen oder falsche Sachen zu machen. Nein, sagt Allah. Sie werden trinken, sie werden genießen, sie werden kein sinnloses Gerede machen, weil es ist Darus Salam. Es gibt keine Sünden mehr, es gibt nichts Schlimmes mehr. Es gibt diese ganzen Sachen nicht mehr. Sie werden in voller Wohlsein, sie werden trinken und jubeln und Spaß haben. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Und sie werden von ihren Jünglingen, von ihren Gilman bedient sein, als ob sie wohlverwahrte Perlen wären. Und diejenigen, die die Paradiesbewohner bedienen, diese Gilman, die behandeln dich, als wärst du ihre Perle, als wärst du eine der edelsten Perlen, die es gibt. So krass werden sie um dich drumherum sein und so krass wird ihre Aufmerksamkeit auf dich gerichtet sein. Nur für dich werden sie da sein. Sie werden ihre Augen nirgendwo anders hinmachen. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Und die Paradiesbewohner werden sich einander Fragen zuwenden. Sie werden miteinander sprechen und sich Fragen stellen, sie werden miteinander reden. قَالُوا. Sie werden sagen, إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. Wahrlich, früher bei unseren Angehörigen waren wir ängstlich gewesen. Sie waren ängstlich gewesen. Wir haben Dawa gemacht, sie haben uns unterdrückt. Wir haben das gemacht, sie haben das gesagt zu uns. Wir wussten nicht, wenn wir das machen, dann werden sie das machen. Wir hatten immer irgendwo ein bisschen Angst. Irgendwo waren uns immer mulmig. Wir waren immer unter Druck gewesen. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ. Da erwies Allah uns eine Wohltat und bewahrte uns vor der Strafe des Glutwinds. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Gewiss, früher pflegten wir Dua zu machen zu Allah und Allah hat unser Dua angenommen. Gewiss, er ist ja der Gütige und der Barmherzige, sagt Allah in Surah Tur in Vers 17 bis 28. Diejenigen, die im Paradies gegangen sind, haben viel Dua gemacht. Auch wenn sie Angst hatten, hin und her, manchmal es nicht lief, haben sie Dua gemacht. Und Allah ist der Gütige und der Gnädige, hat ihre Duas angenommen und sie in Darus Salam eingehen lassen. Wir müssen also viel Dua machen und sagen, oh Allah, lasse uns in das Darus Salam hineingehen. Allahumma amin. Jedoch wissen wir alle, dass unsere Taten mit unseren Duas übereinstimmen müssen. Wenn unsere Taten mit unseren Duas nicht übereinstimmen, dann ist das kein Dua mehr. Wenn ich sage, oh Allah, du bist Ar-Razak, gib mir Rizq und ich schlafe bis 3 Uhr mittags und dann sage ich, oh Allah, wo ist mein Rizq? Dann habe ich etwas nicht verstanden. Das ist kein Dua. Allah sagt, geh raus. Wenn du sagst, oh Allah, ich bitte dich mit dem Namen Al-Wahhab, gib mir Kinder, ich heirate aber nicht, ja, dann das ist kein Dua, das ist was anderes. Das macht keinen Sinn. Unsere Taten müssen mit unseren Duas im Einklang sein. Wie also können wir in das Darus Salam hineingehen, wenn wir sagen, oh Allah, lass uns da hinein. Da geht es darum, was müssen wir machen, um inshallah auch da hineingehen zu dürfen. Wir müssen die Muslime vor unserer Zunge und vor unserer Hand in Salamet bewahren. Wir müssen die Menschen, die Muslime, vor unserer Zunge und vor unserer Handeln bewahren. Denn sie müssen in Salamet, sie müssen in Errettung sein, wenn sie bei uns sind. Sie müssen vor unserer Zunge und vor unserer Hand in Errettung sein. Sie dürfen nicht durch unsere Zunge oder unsere Handeln verletzt werden. Oder sie dürfen nicht Angst haben, durch unsere Zunge oder unsere Hand irgendwas passiert zu werden. Ich darf nicht Angst haben, dass dieser Bruder was über mich erzählt oder was gegen mich machen würde. Es muss ein richtiges Salamet sein. Ich muss ihm vertrauen können, dann habt ihr das Salam richtig ausgelebt. Und das andere ist, wie man in das Paradies, in das Darus Salam hineingeht, mit einem Herz, was Salim ist. Ibrahim a.s. macht ein Dua zu Allah und sagt, es kommt im Edlen Koran vor, in Surah 26, Vers 87 bis 89, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Und lasse mich nicht erniedrigt werden an dem Tag, wo du sie auferweckst, sagt Ibrahim.
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. An jenem Tag, da weder Besitz noch Söhne etwas nützen wird. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Außer derjenige, der mit einem Herz, was Salim ist, zu Allah subhanahu wa ta'ala kommt. An jenem Tag wird nichts bringen, weil ihr wisst, keiner von uns wird mit seinen Taten ins Paradies kommen. Niemand von uns wird mit seinen Taten ins Paradies kommen. Wir sind verpflichtet, so viel Mujadala zu geben, wie es nur möglich ist. Aber im Endeffekt kommt keiner von uns mit seinen Taten ins Paradies. Deswegen eins der Sachen, wo wir Allah seine Zufriedenheit und seine Rahmat kriegen, ist ein Qalb, ein Herz, was Salim ist. Das Herz Salim kommt auch von dem Wort übrigens As-Salam. Salim, Salama, selbe Wortwurzel. Deswegen, einige Gelehrten haben gesagt, was bedeutet dieses Herz aus Salim? Es ist ein Herz, was kein Schirk beinhaltet und kein Scheck aufweisen tut. Nicht 1 Millimeter zweifelt an Allah seinen Schöpfer, dass Allah der Schöpfer ist, an Allah seine Versprechen, nichts an Allah zweifelt und kein Schirk im Herzen beinhaltet. Das ist ein Qalb Salim. Andere Gelehrte haben gesagt, das ist ein Herz, was nicht in die Fitne gefallen ist von Besitz und Kindern. Weil in dem Vers kommt ja vor, an jenem Tag, wo weder Kinder, Söhne noch Besitz euch was bringt, außer ein Herz, was Salim ist, sagen manche Gelehrten, hier mit einem Qalb Salim ist gemeint Menschen, die Kinder und Besitz hatten, aber sie niemals in diese Fitne hineingefallen sind. Manche andere Gelehrten sagen, das ist ein Herz, was vor Allah seine Macht und Hoheit Furcht hat. Ein Herz, was Demut hat, ein Herz, was in Angst und Schrecken ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ist ein Qalb Salim. Warum? Wir sagen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wird bei Muslim überliefert, berichtet uns, es werden Völker ins Paradies hineingehen, deren Herzen wird sein wie die von Vögeln. Imam Nawawi erklärt das und sagt, warum Vögel? Weil Vögel sind die Tiere, die am schreckhaftesten sind. Wenn ein Vogel von weiter weg, wenn du ansatzweise in die Nähe gehst oder so ein Geräusch machst, dann fliegt er sofort weg. Warum? Sein Herz ist voller Furcht, er ist ängstlich, er ist schreckhaft. Ein Muslim, sein Herz muss ebenfalls so sein. Er muss gegenüber Allah so schreckhaft und furcht sein. Wenn Allah eine Sache für verboten erklärt, sich diese Sache nicht mal ansatzweise zu nähern, von weiter weg sogar schon zu sagen, nein, 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 nein. Das ist ein Herz, was Salim ist. Natürlich ist es sehr wichtig, dass in diesem Herz, was Demut besitzt, eine Mischung aus Respekt gegenüber Allah, Liebe zu Allah und Furcht zu Allah ist. Warum? Man liebt Allah subhanahu wa ta'ala, man hat Angst, seine Liebe zu verlieren, man hat Angst, seine Barmherzigkeit zu verlieren, man hat Angst, in die Hölle zu gehen. Man liebt Allah für diese Gaben, aber man fürchtet, dass er seine Gnade von uns nimmt. So ein Herz ist ein Herz, was Salim ist. Allah sagt im Koran, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Gläubig sind wahrlich diejenigen, deren Herzen erbeben, wenn sie Allahs gedenken, wenn sie Zikr machen. Wenn über Allah gesprochen wird, wenn über Allah Zikr gemacht wird, wenn über Allah nachgedacht wird, dass ihre Herzen anfangen zu beben. Sie sind völlig außer sich, ihre Emotionen, ihr Körper, man spürt, irgendwas passiert gerade. Allah sagt weiter, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Und wenn ihnen die Verse vom Koran verlesen werden, dann vermehrt das ihren Iman und sie vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ihr ein gutes Herz habt, ein Qalb Salim, dann werdet ihr Allah fürchten. Wenn ihr Allah gedenkt, wird euer Herz anfangen zu beben. Wenn ihr den Koran hört, wenn ihr Verse aus dem Koran liest, wird das euren Iman vermehren. Ihr werdet erstaunlich sein. Solltet ihr nicht erstaunt sein, sollte diese Verse euch nicht bewegen oder euch irgendwas aus euch machen, dann ist euer Herz versteinert und ihr solltet diesen Stein versuchen, wieder wegzukriegen. Jetzt kommt die Frage, wie können wir haben jetzt gesagt, okay, Allah ist As-Salam, wir haben aufgezählt, wie weit er As-Salam ist mit seinen Namen und Eigenschaften, dass alle seine Eigenschaften frei von jeglichen Unannehmlichkeiten sind und Schanden sind. Jetzt möchte ich aber zu dem Punkt kommen, vor allem, und sagen, wie können wir Salam in unserem Leben umsetzen? Wie können wir das in unserem Leben umsetzen? Allah ist As-Salam, er verlangt von uns auch Salamet zu sein, also in Salam zu sein. Wie können wir das umsetzen? Als erstes ist es wichtig, dass man sein Akhlaq mit As-Salam ausschmücken tut. Genau wie Allah As-Salam ist, ebenfalls versuchen, diese auch zu machen. Wenn ihr Macht habt
einen Menschen trotzdem zu vergeben, obwohl ihr die Kraft hättet, einen Menschen jetzt zu bestrafen, obwohl ihr die Möglichkeit hättet, Sünden zu begehen, aber nicht Sünden zu begehen, sich an die Grenzen Allahs zu halten. Auf jeden Fall sein Achlaq damit beschmücken. Schaut mal, in Tirmizi wird berichtet, die Sahabe, einige berichten das, als der Gesandte Allahs nach Medina kam, sind sie raus, um ihn zu empfangen, und sie haben sein Gesicht gesehen. Sie sagen, sein Gesicht war voller Nur gewesen und sein Gesicht war nicht das Gesicht eines Lügners gewesen. Und der Gesandte Allahs sagte, o ihr Menschen, verbreitet den Salam untereinander, speist die Armen, und wenn die Menschen nachts schlafen, steht ihr nachts zum Gebet auf dass ihr mit Salam in das Paradies hineingeht, sagt der Gesandte Allahs. Also sollen wir den Salam untereinander verbreiten, das ist schon mal sehr wichtig. Der Gesandte Allah sagt in einem anderen Hadith, La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ihr werdet nicht ins Paradies eingehen, bis ihr nicht gläubig seid, bis ihr nicht den Iman verinnerlicht. Wala tu'minu hatta tahabu. Ihr werdet nicht gläubig sein, bis ihr euch gegenseitig liebt. Awala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Dann sagt der Gesandte Allah, soll ich euch etwas sagen, wenn ihr das tut, umsetzt, das wird eure Liebe vermehren zueinander? Afshus salama bainhum. Verbreitet den Salam untereinander. Verbreitet den Salam untereinander. Wir wissen natürlich, Haqqul Muslim ala Muslim Khamis. Die Rechte gegenüber das Recht eines anderen Muslims sind 5, sagt der Gesandte Allah. Eins davon ist Raddus Salam. Wenn jemand dir den Salam gibt, den Salam wieder zu erwidern. Aber ist mit dem Salam einfach nur Assalamu alaikum gemeint? Nee, einfach nur zu sagen Salamu alaikum. Heutzutage sagen ja jeder Salamu alaikum. Die Christen sagen Salamu alaikum, die Atheisten sagen Salamu alaikum in der Türkei, Mushrikun sagen Salamu alaikum, jeder sagt Salamu alaikum. Und das ist schon umgangssprachlich geworden. Selbst die Kuffar hier in Deutschland sagen manchmal Salamu alaikum zu einem, wenn man kommt. Und es ist so weit gekommen. Aber ist das wirklich einfach nur Salamu alaikum, ein Wort? Es ist nicht so. Wenn ein Mensch Salamu alaikum sagt, dann bedeutet es eigentlich das, du bist sicher vor mir, vor meiner Zunge, vor meinem Handeln. Du bist in Sicherheit. Das ist damit gemeint. Warum? Jemand, der kommt und Salamu alaikum sagt, er sagt eigentlich, Friede sei auf dir. Der Salam ist auf dir, weil von mir kommt weder Schande, Scham, kommt weder ein Unheil von meinen Händen, von meinen Taten, noch von meiner Zunge, sagst du. Und dann sagt der andere, wa alaikum salam, und du bist ebenfalls in Sicherheit bei mir, von meiner Zunge und von meinem Handeln. Darum geht es eigentlich. Das ist Salam. Das ist eigentlich das Salam verbreiten untereinander. Verbreitet den Salam untereinander. Verbreitet die Sicherheit untereinander. Das Vertrauen untereinander. Die Liebe untereinander. Wenn ich hier mit einem Bruder sitze, ihn was flüstere, der Prophet sagt, wenn 3 Leute im Raum sollen 2 Leute nicht flüstern. Wenn ich flüstere, aber der Bruder trotzdem sagt, dieser Bruder, der sagt nichts über mich. Der würde niemals was sagen, weil das sind meine 2 Brüder. Ich bin vor denen in Sicherheit. Die würden nicht ihre Zunge oder ihre Handel gegen mich verwenden. So ein Vertrauen muss entstehen. Deswegen sagt der Gesandte Allah, Afshus Salam bainum, verbreiten Salam untereinander. Sowohl als Salam, also Aussage, aber es geht um die Taten, die Zunge und deine Handlung davor zu bewahren. Sie kommen, ein Mann kommt zum Gesandten Allah, sagt, Inna rajulan sa'ala Rasulallah sallallahu alaihi wasallam, ayul muslimuna khairun. Ein Mann kommt zum Gesandten Allah und sagt, oh Gesandter Allah, welche Muslime sind die Besten? Ja? Welche Muslime sind die Besten? Qala, er sagte, Al-Muslimu, man salim al-Muslimuna min lisani wa yadihi. Der Beste unter euch, der beste Muslim ist derjenige, vor dessen Hand und Zunge der andere Muslim in Sicherheit ist, in Salam ist, Salima, Salima, der vor ihm in Salamet ist. Das sagt der Gesandte Allah. Von Abu Sa'id al-Khudri wird berichtet, auch bei Bukhari und Muslim, Ayyun nasi afdal. Sie kommt zum Gesandten Allah und sagt, welcher Mensch ist der vorzüglichste? Der Gesandte Allah sagte, Rajulun, yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsihi. Es ist ein Mann, jemand, der sich abmüht auf Allah seinen Weg mit seinem Besitz und mit seinem Leben. Qala summa man. Und wer ist es danach? Mu'minun fi shi'bin min sha'abi ya'budullaha rabbahu wa yad'u an-nasa min sharrihi. Es ist ein Muslim, der in den Bergen irgendwo lebt einfach und dabei Allah fürchtet und die Menschen vor seinem Übel und vor seinem Unheil bewahren tut. Bewahren tut. Guck mal, wenn ihr auch nichts macht, gebt den Menschen eure Übel nicht, euer Zarar. Euer Unheil darf die Menschen nicht treffen. Wenn euer Unheil, euer Übel, eure Schanden die anderen Menschen treffen und die anderen Menschen Schaden zufügen, dann habt ihr nicht
das Salam verstanden, nicht ansatzweise. Guck mal, Abu Zar, das wird auch bei Bukhari Muslim überliefert, fragt den Gesandten Allahs und sagt, a.s.w., welche Tat ist die vorzüglichste? Der Gesandte Allah sagt, der Dschihad auf Allah seinen Weg und den Iman zu verinnerlichen. Welches Qurban, welche Aufopferung ist die beste? Der Gesandte Allah sagte, das, was am teuersten ist und das, was bei deinen Bekannten am wertvollsten ist. Daraufhin sagt Abu Zar, was, wenn ich das nicht machen kann? Dann sagt der Gesandte Allahs, übe eine Tätigkeit aus, übe einen Beruf aus. Wenn du das nicht kannst, hilfe jemandem dabei. Und er sagte, was, wenn ich das auch nicht machen kann? Dann sagt der Gesandte Allahs, halte dein Übel, halte dein Unheil von den Menschen fern, denn dies ist ganz gewiss eine Sadaqa. Deswegen, das Salam in seinem Leben umzusetzen, ist, die Muslime müssen vor dir in Salamet sein. Die Muslime müssen vor deiner Hand, deiner Handlung und deiner Zunge in Salamet sein. Nicht lügen, nicht Ribat machen, nicht lästern, keine Fitne, kein Aufhetzen, nicht jedes Wort, was ich höre, weitersagen, nicht, ich denke aber über das und das, ich vermute das über ihn. Einfach das alles weglassen. Einfach sicher, der Bruder soll sich sicher fühlen, dass wenn ich weiß, der Bruder war gerade da gewesen, da gab es ein Gespräch, dass ich beruhigt sein kann. So ein Vertrauen muss zwischen uns herrschen. Und was sagt der Gesandte Allahs? Ihr werdet nicht ins Paradies eingehen, bevor ihr nicht gläubig seid. Ihr werdet nicht gläubig sein, bevor ihr euch nicht liebt. Ihr werdet euch nicht lieben, bevor ihr nicht den Salam untereinander verbreitet. Deswegen, das beginnt damit. Als erst kommt das Salam. Wir müssen zueinander sicher sein. Man muss sich sicher fühlen nebeneinander. Man muss gegenseitig in Salamet sein. Dann entsteht Liebe zueinander. Dann wird man gläubig. Dann hält man zueinander fest. Dann geht man gemeinsam in das Paradies ein. Ansonsten geht das nicht so. Ich möchte auf einen weiteren Punkt kurz drauf kommen. Den Mushrikun den Salam geben. Es gibt einen Vers im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Die Diener des Alabamas, des Ar-Rahman, sind diejenigen, die auf der Erde bescheiden und maßvoll umhergehen. Und wenn die Jahil zu ihnen kommen, mit ihnen sprechen, sagen sie Frieden, Salaman. Damit ist nicht gemeint, dass ihr dem Mushrikun Salam gibt. Imam Qurtubi erklärt das und sagt, es gab es noch nie, dass man dem Mushrikun den Salam gegeben hat. So was gibt es nicht. Man gibt dem Mushrikun keinen Salam. Er sagt, damit ist gemeint, wenn ihr wieder in Salamet sein wollt, wenn ihr in Sicherheit sein wollt, dann müsst ihr euch von diesem Mushrikun trennen. Das ist damit gemeint. Wenn ihr auf der Erde umherläuft, müsst ihr bescheiden sein. Und wenn die Jahil mit euch anfangen zu streiten, euch irgendwas erzählen und ihr wollt wieder in Sicherheit sein, dann verlasst diese Mushrikun. Lauft nicht mit ihnen, geht nicht mit ihnen, sitzt nicht mit ihnen, redet nicht mit ihnen, verlasst diese Mushrikun, dann seid ihr wieder in Salamet. Hier ist das Salamet als Bedeutung gemeint, sich von diesem Mushrikun zu trennen. Wenn ihr in Salamet sein wollt, wirklich im Wohlbefinden sein wollt und Allah sein Salam haben wollt, müsst ihr euch von dem Mushrikun trennen. Denn die Diener des Ar-Rahman, sie sind nicht mit dem Mushrikun zusammen. Ich möchte auf einen weiteren Punkt kommen, und zwar, nichts auf dieser Welt wird euch ins Salamet bringen, außer die Scharia Allah subhanahu wa ta'ala. Außerhalb der Scharia gibt es kein Salamet. Guck mal, der Islam möchte, dass die Völker miteinander in Salamet, in Frieden, in Wohlbefinden miteinander leben. Deswegen lädt der Islam auch die Völker zum Islam ein, weil der Islam ist As-Salam, ist die Religion von As-Salam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Und hätten die Bewohner der Ortschaft doch den Iman verinnerlicht und Taqwa gemäß gehandelt, gewiss hätten wir ihnen die Barakat vom Himmel und von der Erde in Scharen gegeben. Aber sie leugneten das und wir haben sie bestraft für das, was sie getan haben. Guck mal, wenn die Menschen sowohl in der Regierung als Staatsform die Scharia einführen würden und die Menschen die Scharia in ihrem Leben wieder einführen würden, so wären diese Menschen in Salamet. Diese Menschen würden im Wohlbefinden sein. Diese Menschen hätten Husur, sie hätten Ruhe, sie hätten Seelenruhe, sie würden wieder was schmecken. Guck mal, ihr wisst es doch selbst. Guckt euch mal um. Die Menschen sind alle unzufrieden. Sie sind unglücklich. Sie haben keinen Geschmack vom Leben. Sie sind nicht zufrieden an ihrer Arbeitsstellen. Sie kommen nicht klar mit ihren Familien. Sie kommen nicht klar mit ihren Ehefrauen. Sie kommen nicht klar mit ihren Kindern.
Sie kommen nicht klar mit alles mit der Kleidung. Das ist alles sie sind unzufrieden mit sich, sie sind unzufrieden mit ihrem Körper, sie sind unzufrieden mit ihrer eigenen Schale, mit ihrem eigenen Ich. Sie sind unzufrieden überall. Warum kommt das? Die haben kein Husur, sie haben Geld, sie haben das, aber es fehlt an eine Sache. Seelenruhe, Wohlbefinden. Warum haben sie das nicht? Weil sie nicht die Scharia in ihrem Leben gelten lassen. Wenn du die Scharia nicht in deinem Leben einführst und der Scharia gemäß handelst, dies als Gesellschaft auch tust und als Staat auch tust, so wird dein Staat in Chaos enden, die Gesellschaft in Chaos enden und du selbst wirst in Chaos enden. Ich möchte gleich darauf kommen, inwieweit die Menschen in so einem Desaster gelandet sind, dass vom Staat bis hin zum Menschen selbst in einem völligen Desaster sind. In der Scharia, ich gebe euch ein Beispiel über die Scharia, was die Scharia gebracht hat. Die Scharia, die beste Zeit war die von Asr Saadet, die Zeit des Gesandten Allahs und der rechtgeleiteten Kalifen. Das war die beste Zeit. Wisst ihr, wie viele Steinigungen es zu dieser Zeit gab? An einer Hand abzählbar. 4, 5, nicht mehr. Ihr könnt nachschlagen. Guck mal nach, es gab nicht mehr. Deswegen kommen manche Leute und sagen, die Steinigung gibt es gar nicht im Islam. Da sagst du, warum? Ja, sagen sie, wurde nie umgesetzt. Es gab nur 2, 3 Fälle, aber wurde nie umgesetzt. Wisst ihr, warum nicht? Weil es einfach keinen Sinn gab. Es gab es einfach nicht. Diese Schandtaten wurden nicht verrichtet. Die wurden nicht in Massenweise gemacht, wie es heute ist. Da wurde nicht unmoralisch gehandelt. Da hat nicht der andere das Auge, das verräterische Auge auf die andere Frau gesetzt. Da wurde das alles nicht gemacht. Da wurde das nicht gemacht. Deswegen gab es nur 3 oder 4 Steinigungen. Und da kam auch die Person selbst und haben gesagt, reinige uns. Nicht, weil es nicht gab, weil das Gesetz nicht umgesetzt worden ist, weil es einfach nicht gab. Warum? Allah hat dieses Volk, weil sie nach der Scharia gehandelt haben, in ihrem Leben auch Salamet geben und die Gesellschaft und das Miteinander war voller Frieden und Wohlbefinden und Sicherheit. Wie viel Handabhacken gab es im Islam? In der Zeit des Propheten bis zum Kalifat. Guckt euch das an. Auch an einer Hand abzählbar. Warum? Deswegen kommen Leute und sagen, das gab es nicht im Islam, das wurde nur ein paar Mal umgesetzt, sonst würde das hier häufig passieren. Die Gesellschaft hat nicht geklaut. Das ist das. Es wurde nicht so wie heute geklaut. Sie haben sich nach der Scharia gerichtet. Allah hat in Salamet hinabgesandt. Sie waren in Salam untereinander gewesen. Deswegen ist das nicht passiert. Umar ibn Khattab, ich gebe euch mal ein Beispiel von direkten Propheten. Aisha berichtet das von Bukhari Muslim, von Bani Mahzum, hat eine Frau gestohlen. Und in dieser Scharia herrscht Gerechtigkeit. In dieser Scharia ist jeder gleich. Mann, Frau, dunkel, hell. Da gibt es nicht Emir oder nicht Emir. Alle sind gleich. Eine Frau von Bani Mahzum kommt und klaut. Ihr wird die Hand abgehackt. Osama bin Zaid kommt und sagt, oh Gesandter Allahs, kannst du nicht ein Auge zudrücken? Der Gesandte Allahs wird wütend und sagt, oh Osama, willst du, dass ich ein Gesetz Allahs missachte? Wallahi, würde meine Tochter stehen, würde ich meine Tochter Fatima die Hand abhacken. Sagt der Gesandte Allahs. Er ist der Prophet und sagt das. In der Scharia ist jeder gleich. Weil jeder gleich ist und das gerecht ist, herrscht auch Salamet untereinander. Umar ibn Khattab, sein Sohn, hat einmal Alkohol getrunken, in Ägypten einen Fehler gemacht. Sein anderer Sohn erzählt das Umar ibn Khattab, aber der Sohn dort, der das gemacht hat, bereut es, geht zum Gouverneur und lässt sich peitschen. Dann sagt Umar ibn Khattab, als er es mitkriegt, zu Amr ibn As, schick meinen Sohn sofort hier hoch. Er sagt, ich habe deinen Sohn schon bestraft. Er sagt, schick meinen Sohn sofort hier hoch. Der wird hier in Medina bestraft werden. Er soll ja nicht glauben, dass er irgendwo hinten auf irgendwelche versteckten Ecken bestraft werden kann, weil er der Sohn des Kalifen ist. Er kommt nach Medina und Umar ibn Khattab peitscht ihn aus, bestraft ihn trotzdem wieder. Warum? Es ist gerecht. Wieder Amr ibn As, sein Sohn, die veranstalten ein Wettrennen mit Pferden und ein Araber, ein Ägyptersitzer, sein Pferd läuft gegen das von dem Sohn vom Gouverneur Amr ibn As und dann sind die Pferde in Reichweite, sie sehen, der vom Ägypter ist Erster. Daraufhin sagt der Sohn vom Emir, Wallahi, ich schwöre auf den Herrn der Kaaba, mein Pferd hat gewonnen. Daraufhin sagt der Ägypter, ich schwöre auf den Herrn der Kaaba, mein Pferd hat gewonnen. Ich habe es so gesehen. Daraufhin hat er gesagt, wie kannst du das zu mir sagen? Und peitscht den aus, den Ägypter, weil er der Sohn vom Emir ist. Peitscht ihn aus und sagt zu ihm, ich bin der edle Sohn eines edlen Mannes und peitscht ihn aus. Der Ägypter geht zum Umar ibn Khattab und erzählt das Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab sagt zu Amr ibn As, komm sofort mit deinem Sohn hierher. Amr ibn As geht zu seinem Sohn und sagt zu seinem Sohn, hast du irgendwas gemacht? Er sagt, Wallahi, nein. Er sagt, warum ruft er zu Umar ibn Khattab? Sie gehen nach Medina
Omar gibt diesen Ägypter die Peitsche und sagt, jetzt schlag den Sohn, schlag den edlen Sohn eines edlen Mannes. Den edlen Sohn eines edlen Mannes, schlag ihn jetzt. Er peitscht ihn aus und sagt, jetzt schlag sein Vater, den Emir. Amr ibn As. Sagt er, warum? Der hat doch nichts gemacht. Weil sein Sohn hat sich auf ihn gestützt, hat auf ihn vertraut, auf seinen Posten vertraut, schlag ihn. Daraufhin sagt Amr ibn As, Wallahi, der Mann, der kam nicht zu mir. Wäre er zu mir gekommen, hätte ich meinen Sohn selbst bestraft, dann bleibt die Geschichte so bestehen. Aber was ich sagen will, ist, es ist Gerechtigkeit. Ob Emir oder Kalif oder Sohn oder was weiß ich was, alle sind gleich. Und weil alle miteinander gleich sind, ist dort Salamet, herrscht dort der Frieden. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel und dann komme ich mal zum Gegenteil. Als die Muslime irgendwann so viel Zekat eingesammelt haben, die haben immer mehr erobert, war dieser Staat, dieses Kalifat von Omar und Abu Bakr, das Kalifat von ihnen, irgendwann haben die gesagt, wir nehmen kein Zekat mehr an. Wir nehmen kein Zekat mehr an, wir nehmen nur noch diese großen Tiere an als Zekat. Jeder soll sein Zekat selbst verbreiten. Jetzt kommen manche und sagen, seht ihr, die Kalifen haben damals die islamischen Rechte geändert, haben das umgeändert, war aber nicht so gewesen. Warum haben sie das gemacht? Weil Allah dieses Kalifat mit Salamet entgegenkam. Sie hatten so viele Einnahmen, sie haben niemanden mehr gefunden, die das geben konnten. Es gab keine Armen und Bedürftigen mehr, die sie das hätten verteilen können. Die Beit Mal war voll gewesen. Deswegen haben sie gesagt, jeder muss es selbst verteilen. Ein Staat wie heute, guckt euch die heutigen Staaten an. Jeder Staat ist mit Billionen von Euros verschuldet. Mit Billionen von Euros verschuldet und kommt nicht klar. Damals, siehst du das Kalifat, sie hatten zu viel. Sie hatten zu viel. Warum? Weil die Scharia, das richtige System, wenn es auf der Welt angewendet wird, dann herrscht Gerechtigkeit, dann herrscht Salamet, dann ist die Bedrohung und die Ängste weg, dann herrscht Sicherheit erst. Vorher, mit diesem System, auf gar keinen Fall. Warum auf gar keinen Fall? Die heutigen Menschen, ob in der Türkei oder in unseren Ländern, arabischen Ländern, nimmt sich ja nicht viel, ist ja heute so, die Glaubenslehre von ihnen ist, meiner Meinung nach, ich denke, du kommst mit Koran oder mit einem Hadith, sie sagen dann, ich denke aber so, meiner Meinung nach sollte jeder das machen. Das ist ihre Aqidah geworden. Ihr Nefis ist ihr Aqidah geworden. Ihre Gedanken sind philosophische Gedanken. Ihre Strafrecht ist nach Schweizer Strafrecht. Ihre Eheschließung, und das ist gerade kein Joke, ist nach deutschem Recht. Ihre Scheidung nach italienischem Recht. Ihr Erbrecht ist nach englischem Recht. Ihre Bekleidung ist nach der Modernität und so, wie die Industrie es vorgibt. Ihre Wohnungseinrichtungen sind nach türkischen Serien eingerichtet. Ihr Lebensstil ist nach Fußballern und Sängern eingerichtet. Und ihre Bestattung ist nach islamischem Recht gemacht. So ein Volk haben wir in der Türkei. Man kann nicht von einem islamischen Volk sprechen. Das hat nichts mit Islam zu tun. Deswegen gibt es auch dort kein Salam. Deswegen herrscht auch kein Salamet zwischen den Menschen. Diese Menschen sind doch nicht miteinander in Frieden in der Türkei oder sonst wo. Das wird es auch niemals geben. Die Menschen, wir Muslime, haben den Islam angefangen, irgendwann später, vor 100, 150, 200 Jahren, angefangen, den Islam zu vernachlässigen und nicht richtig zu leben. Da sind die Menschen gekommen und haben gesagt, der Islam, der gibt uns auch nicht dieses Frieden oder dieses Wohlbefinden, was die Menschen suchen. Wir müssen das irgendwo anders suchen. Der Islam, weil manche Leute es falsch gelebt haben, haben gesagt, bringt das nicht, ist nicht für alle Menschen gedacht. Und sie haben sich auf der Suche nach System gemacht. Sie haben große Reden geschwungen. Aber hätten sie doch einfach mal nach der Scharia geschaut, wie es wirklich ist. Haben sie aber nicht gemacht. Sie haben gesagt Demokratie. Sie haben gesagt Demokratie, Herrschaft, Gerechtigkeit haben sie gesagt, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Redefreiheit haben sie gesagt, Nationalstaat haben sie gesagt, Fortschritt haben sie gesagt. Das haben sie alles gesagt. Demokratie, und sie haben große Reden geschwungen, haben gesagt, das ist das System und haben sowas von erzählt den Leuten, wie schön das ist, der Kapitalismus, dass nicht nur einer wird über das Besitztum beherrschen, jeder Einzelne kann jetzt selbst reich werden und kann Millionär werden. Die haben das den Menschen so schön erzählt. Was war das Ende vom Lied gewesen? Das Ende vom Lied war gewesen, Erster Weltkrieg. Ich gehe auch nicht weit zurück. Erster Weltkrieg, 40 Millionen Tote. Zweiter Weltkrieg, 70 Millionen Tote. Irak mit 5 Millionen Toten. Afghanistan, Hunderttausende von Toten. Warum ist das alles passiert? Warum? Im Namen der Demokratie, im Namen der Freiheit. Warum wurde Irak bombardiert?
Wir werden euch von Saddam befreien. Wir werden euch die Freiheit bringen. Wir werden euch endlich mal diese Freiheiten geben, die ihr nicht hattet die ganze Zeit. Das war das Versprechen. Und sie haben im Irak 5 Millionen Menschen getötet. Guckt euch heute den Irak an. Ist irgendwas besser geworden? Sie sind nach Afghanistan, haben gesagt, die Frau wird unterdrückt. Sie darf nicht zur Schule, wir müssen sie befreien. Die Frauenrechte. Und was haben sie gemacht? Hunderttausende Tote. Alles Zivilisten. Sie nennen es Kollateralschaden. Das sind ihre Versprechen von Demokratie gewesen. Das ist ihr Verständnis von Freiheit gewesen. Sie haben Guantanamo und Abu Ghraib Foltergefängnisse aufgebaut und Menschen wie Tiere behandelt. Das war ihr Versprechen von Demokratie. Das war ihr Verständnis von Freiheit. Das haben sie alles gemacht. Sie sind nach Afrika, sind in den armen Ländern gegangen, haben diese Länder ausgebeutet. Diese Länder, die eigentlich reichsten an Rohstoffen, sind heute die ärmsten Länder. Und dann haben sie gesagt, das sind dumme Menschen, sie können nicht ihr eigenes Land aufbauen. Sie haben die Rohstoffe dieser Menschen geklaut, in ihre Länder gebracht. Ihre Länder sind deswegen, über 50 Staaten, halten sich nur wegen der Rohstoffe in Afrika auf den Beinen und sagen dann, dass diese Menschen dumm sind da unten, weil sie ihren eigenen Staat nicht aufbauen können. So frech sind doch. Aber das ist Demokratie. Das ist ihr Verständnis von Freiheit. Wisst ihr, was der Islam dazu sagt? Der Islam sagt, der Prophet schickt Muaz bin Jabal nach Jemen, sagt, oh Muaz, geh nach Jemen, berichte den Leuten den Tawhid. Sollten sie es akzeptieren, erzählen ihnen vom Gebet. Sollten sie das Gebet auch akzeptieren, berichte ihnen, sag ihnen, Allah hat ein Zakat von den Reichen von euch Fares geschrieben, der genommen wird und den Armen von euch gegeben wird. Yani das Zakat wird von denen genommen, das Geld, und wird auch dort den Armen wiedergegeben. Was haben die Kuffar gemacht? Sie haben diese Rohstoffe ausgebeutet, in ihre Länder geholt, ihre Länder aufgebaut und diese Länder ausrotten lassen, dass Menschen auf dem Boden krabbeln, weil sie nicht mehr ein Stück Brot zum Essen haben. Das ist ihre Demokratie gewesen. Das war ihr Verständnis von Freiheit. Was anderes hätten sie sowieso nicht versprechen können. Das war das Versprechen. Das ist das. Das ist genau das. Mehr, nicht mehr und nicht weniger. Vietnam, zig Tote. Sie haben mit Feuerbomben auf Leute geschossen, sind verbrannt. Palästina, Burma, Jemen, Syrien. Guckt euch die ganze Welt an. Das ist Salamet. Das ist ihr Versprechen, das sie nach außen gemacht haben. Intern im eigenen Land ist genauso schlimm. Genauso schlimm ist es in ihrem eigenen Land. Ich gehe jetzt nicht auf USA ein oder ich gehe auch nicht auf irgendwo. Ich möchte nur einen Punkt hier erwähnen, ich habe es nämlich aufgeschrieben. In Srebrenica haben Blauhelmsoldaten zugeschaut, wie 8000 Menschen getötet werden. In Bosnien wurden 250.000 Menschen getötet, 60.000 Frauen wurden als Kriegsstrategie vergewaltigt, systematisch als Kriegsstrategie vergewaltigt. Dies ist nur 10 Stunden von Autofahrt von hier entfernt, nicht länger, vielleicht 10 Stunden. Mitten in Europa ist passiert. Blauhelmsoldaten haben zugeschaut. Das ist ihr Verständnis von Demokratie gewesen. Das ist ihre Freiheit, die sie den Menschen bringen. Jetzt guckst du, denkst du, intern im Lande haben sie wohl, intern im Land geht es ihnen gut, die haben Geld, die haben alles, Autos, die können sich alles leisten. Geht es ihnen wirklich so gut? Ich gehe nicht auf USA ein oder Europa, da sind die Zahlen noch schlimmer. Ich gehe nur auf Deutschland, auf dieses kleine Land ein. Das Land, was so wohlhabend auszusehen mag. 1,8 Millionen Alkoholiker hat dieses Land. 74.000 tote Menschen sterben jährlich an Alkohol. Das ist mehr an durch AIDS, Gewalt oder Verkehrsunfälle. Nur durch Alkohol. Das ist ihr System von Wohl. Nein, das reicht nicht. Jedes dritte Kind ist ein nicht-eheliches Kind. Ist ein Waladi Zina. Ist ein nicht-eheliches Kind. Jedes dritte Kind ist ein nicht-eheliches Kind. Und wie viele kennen nicht mal ihre Väter? Jeder vierte Mann in diesem Land ist psychisch krank. Und jede dritte Frau ist psychisch krank in diesem Land. Das ist ihr Verständnis von Freiheit. Das ist ihr Verständnis von Demokratie. Kapitalismus. Du kannst so haben, was du willst. Komm, nimm dir alles. Das ist das, was sie versprochen haben, den Menschen. Krankheiten. Kaputt sind die Menschen. Auf pro 100.000 Einwohner sind 11 Tote. Pro 100.000 Einwohner gibt es 11 Tote in Deutschland. Pro 100.000. 11 Tote. Über 10.000 Selbstmord gibt es in Deutschland jährlich. Über 10.000. Das ist die Demokratie, die sie gebracht haben. Die Vergewaltigung. Jede 7. Frau wurde Opfer einer sexuellen Gewalt. 6% davon gaben an, vergewaltigt worden zu sein. Das ist ihre Demokratie, das ist ihre Freiheit, was sie den Menschen geben. 6%
sind Pädophile, wird geschätzt. 250.000 Menschen circa sind Pädophile in diesem Land, wird geschätzt. Das ist ihr System von Selamet, was sie gebracht haben. Auf der anderen Seite kam der Kommunismus als Gegen. Der Kommunismus ist gekommen, hat gesagt, wir bringen Gleichheit, wir heben die Ausbeutung der Imperialisten auf, wir bringen euch die Klassenaufteilung, die gibt es nicht mehr. Gleichheit, die Arbeiterpartei, die wird siegen, haben die Kommunisten gesagt. Was war das Ende vom Lied bei diesen Kommunisten gewesen? Ein dreckiges System. Unter Lenin und Stalin über 20 Millionen Tote. Alles Menschen. Das sind alles Menschen. 20 Millionen Tote. Durch Mao sind 40 bis 80 Millionen tote Menschen. Menschen wurden getötet durch Mao. China, Kommunismus. Die Menschen sind da nichts wert. Das Menschenleben ist nichts wert. Das Tier hat sogar mehr Wert wie die Menschen da. Guckt, wie die Menschen behandelt werden. Das ist Kommunismus. Das haben die Menschen gebracht. Das haben sie nach China gebracht. Der Kommunismus. Über 40 Millionen durch Hunger, gefoltert, getötet sind diese Menschen. Deswegen Krieg, Tote, Chaos, Ausbeutung, Hungersnot, Unterdrückung. Das ist nur das, was sie den Menschen gegeben haben. Was anderes haben sie Menschen nicht gegeben. Was anderes hätte ihr Versprechen sowieso nicht gebracht. Ihre Versprechen, ihre großen Reden haben genau das gebracht. All die Sachen. Nirgendwo ist Selamet, nirgendwo ist Frieden. Jeder sagt doch, die Welt ist komisch geworden, die Menschlichkeit geht verloren. Das ist, weil diese Menschen nicht die Scharia umwandeln. Jetzt schaut die Welt wieder und guckt nach einem neuen System, wo die Menschen im Wohl sein könnten. Wir sagen, wenn ihr die Scharia nicht umwandelt in euren Staaten, als Kalifat, in euren Regierungen, in eurem System, im Leben, werdet ihr niemals in Wohl sein, ihr werdet niemals in Frieden oder Ruhe leben können. Sowohl Kafir als auch Muslim. Wir beenden inshallah den Unterricht und mit einem Dua, inshallah. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, möge Allah unsere Herzen zu einem Salim-Herz machen und uns in der Dunya und jenseits mit seinem Namen As-Salam bewahren. Möge er uns in sein Darus Salam hineingehen lassen. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. O Allah, du bist As-Salam, von dir kommt der Salam. Hoch erhaben bist du der Besitzer von Jalal und Ikram. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.